1,3 Millionen Ein-Personen-Haushalte zählt die Schweiz heute. Das ist so viel wie nie zuvor. Stellt sich die Frage, sind wir überhaupt dafür geschaffen, in Paaren zu leben? Wollen wir zwar Liebe und hier und da ein bisschen Romantik, den Alltag dann aber doch lieber ganz nach der eigenen Fasson gestalten? Die Paarbeziehung ist tatsächlich bedroht, sagt der Paartherapeut Guy Bodenmann. Und zwar vor allem vom Alltagsstress. Geblieben ist die Sehnsucht nach dem vollkommenen Glück. Das allerdings muss einen Dritten nicht unbedingt ausschließen, sagt die Publizistin Michelle Binswanger. Sie plädiert dafür, die Treue neu zu interpretieren. Überhaupt sei es an der Zeit, die Paarbeziehung neu zu denken. Barbara Bleisch hat die beiden zum Gespräch eingeladen. Guy Bodenmann, Sie sind Professor für Psychologie an der Universität Zürich und Sie bilden Paartherapeutinnen und Paartherapeuten aus. Wie sieht für Sie die ideale Paarbeziehung aus? Ich denke, das ist eine schwierige Frage, natürlich, weil es auch sehr individuell zu handhaben ist. Das sind ja zwei Menschen, die mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen zusammenkommen und diese Bedürfniskompatibilität ist ein ganz zentraler Punkt. Da gibt es auch keine normative Richtlinie, dass wir sagen können, für alle soll das Gleiche gelten, sondern da müssen wir sehr genau eben hinschauen, welche Bedürfnisse hat Partner A, Partner B, wie ist die Passung der beiden und dann entsprechend eben in Abhängigkeit dessen, was sie sich eigentlich auch wünschen, in diese Partnerschaft dann auch versuchen, Hilfestellung geben zu können. Also ideal ist, wenn die Bedürfnisse zueinander passen. Frau Binswanger, Sie sind ursprünglich Philosophin, arbeiten heute als freie Publizistin unter anderem und als Autorin. Was heißt für Sie ideale Paarbeziehung? Ja, eine ideale Paarbeziehung, ich weiß nicht, ob es das gibt. Das ist ja so eine statische Vorstellung. Man hat die Beziehung, die ist dann ideal. Ich glaube, man muss sich natürlich geborgen und aufgehoben fühlen in einer Beziehung, aber man muss auch immer davon ausgehen, dass die sich verändert. Und diese Offenheit, glaube ich, das ist ideal, dass man offen ist hinsichtlich Veränderungen, denn gerade wenn man länger zusammenbleibt, verändern sich Menschen ja auch. Und da wird sich auch die Beziehung anpassen. Wir haben hier eine Menschenkugel liegen, die erzählt sozusagen oder versinnbildlicht den Mythos, den Aristophanes im Symposion von Platon erzählt. Aristophanes ist der große Komödiendichter und er erzählt diese Geschichte von den Menschenkugeln, nämlich dass früher einmal Menschenkugeln durch die Welt gerollt seien, immer paarweise, Mann-Mann-Kugeln, Frau-Frau-Kugeln, Mann-Frau-Kugeln. Und weil die Menschen aufmüpfig wurden, hat Zeus sie getrennt und alle Kugeln halbiert. Und seither irren wir durchs Leben und suchen sozusagen unsere bessere Hälfte. Gibt es denn diese bessere Hälfte, Frau Binswanger? Ja, ich finde das eine sehr anspruchsvolle Vorstellung, dieser Mythos. Also schon vor dem statistischen Hintergrund, dass man unter 7 Milliarden Menschen genau den einen zu finden hat, der jetzt genau zu einem passt. Ich glaube, dass es die sinnvollere Vorstellung ist, eben nicht nach einem gewissen Partner zu suchen, sondern sich vorzustellen, welche Art Beziehung suche ich eigentlich. Und sich darin vorzustellen, weil das gibt einem eben dann auch die Freiheit, wenn man sagt, ich möchte diese Beziehung, in der ich mich so und so fühle, in der ich diese und diese Möglichkeiten habe und dass ich das anstrebe und von daher mir dann den Partner suche. Und da gäbe es dann mehrere, die das erfüllen würden? Ich denke schon, ja. Herr Bodenmann, gibt es the one and only? Also ich denke, natürlich ist es schwierig, oder? Aber gleichzeitig sind wir auch ganz viele Beispiele, wo wir dann doch realisieren können, das geht auch, oder? Es gibt ja Langzeitpartnerschaften, die auch stabil und glücklich sind. Wir wollen ja nicht durch Stabilität, sondern auch glückliche Partnerschaften auf Dauer. Und die Frage ist, ob man vom Beziehungsbild oder vom Beziehungspartner herkommt. Das würde ich meinen, muss ja ein Stück weit dann auch wieder deckungsgleich sein, weil letztendlich das potenzielle verfügbare, der Markt eigentlich an diesen potenziell verfügbaren Partner, der wird ja auch definiert ein Stück weit und eingegrenzt durch diese Vorstellungen, die man hat, mit denen man in den Köpfen an die Leute auch herangeht, an diese potenziellen Partner und dann quasi eben prüft, welcher trifft diese Erwartungen am besten. Das ist natürlich auch der Glücksfall. Es gibt natürlich auch ganz viele Partnerschaften, die werden geschlossen aus Zwecküberlegungen heraus, aus ökonomischen Bedürfnissen, auch aus Schwangerschaftsgründen und so weiter. Aber diese Idee, dass wir eigentlich das Ideale suchen, das würde ich meinen, hat auch positive Seiten. Aber ist es tatsächlich so, dass die Menschen mit
den gewissen Vorstellungen sich so Partner suchen. Meistens ist es ja so, dass man jemanden trifft, man verliebt sich und dann versucht man mal auf dieser Basis etwas herauszufinden. Und vielleicht mit den Jahren, wenn man schon einige Beziehungen geführt hat, kristallisiert sich vielleicht heraus, eben was man genau sucht. Aber die Grundlage ist ja meistens, dass man sich einfach verliebt. Das ist richtig. Also ich meine, das ist ja nicht ein bewusster Prozess. Also jetzt mit bewussten Listen mit den Köpfen durch die Gegend gehen und dann versuchen abzukreuzen, welche Kriterien erfüllt dieser Mensch oder nicht. Sondern es ist effektiv, wie Sie sagen, es ist durch mal ein Berührtsein von jemandem. Es kann Verliebtheit sein, das kann auch sonst einfach eine Attraktivität sein, die man verspürt, die dieser Mensch auf einen ausstrahlt. Aber dann ist ja immer die Frage auch, hält er auch das? Also man hat gleich mal einen Kriterienkatalog im Hintergrund, der nicht bewusst sein muss, den man nicht auch öffentlich so kundtun kann auf den ersten Blick, wo man natürlich auch das Bild der elterlichen Partnerschaft ein Stück weit auch im Kopf hat, auch Vergleiche von Freunden und so weiter, was die für Partner haben. Und ich denke schon, man versucht dann schon ein Stück weit eben auch zu prüfen, hält dieser Mensch, der einem auf den ersten Blick jetzt durchaus eben sympathisch erscheint, mit dem man sich eine Beziehung vorstellen kann, hält der auch dann wirklich stand und kann der diese Bedürfnisse, die man eigentlich hat, auch erfüllen? Aber wenn Menschen den Bund fürs Leben schließen und beschließen, sie wollen gemeinsam durchs Leben gehen, bis dass der Tod euch scheidet, dann macht das ja schon so ein bisschen den Anschein, als hätte man die andere Hälfte gefunden. Als würde man sozusagen sich an jemanden binden, von dem man denkt, mit dem wird man dann zur perfekten Menschenkugel und kann damit durchs Leben rollen. Also wie stehen Sie denn zu diesem Bild? Die Idee ist natürlich schon, und das sind jetzt eigentlich auch alle Untersuchungen universell, also sowohl amerikanische, wie auch europäische, wie auch asiatische, dass eigentlich diese Idee, man möchte mit einem Menschen bis ans Lebensende zusammen sein, diese Investition in eine Partnerschaft, die ist eigentlich auch die Grundlage der meisten Beziehungen. Das heißt, diese Idee, dass wir schon den Partner aussuchen mit der Idee einer Lebensabschnittpartnerschaft, das ist ein ganz, ganz seltenes Modell, sondern in der Regel geht man mit diesem Wunsch, mit diesem Bedürfnis in die Partnerschaft hinein, auch wenn Sie fragen, zum Beispiel direkt ab Standesamt, wie hoch schätzen Sie Ihre Wahrscheinlichkeit einer Scheidung ein, dann liegt die zwischen 0 bis 5%. Also die meisten sagen, das können wir uns nicht vorstellen. Bei uns wird es funktionieren, obgleich die Scheidungsrate 50% der Bevölkerung betrifft. Das heißt, diese Idee, es kann funktionieren, es wird funktionieren, mit der starten doch die meisten in dieses Abenteuer. Sie, Frau Binswanger, haben in einem Manifest in der Zeit im März des letzten Jahres gesagt, hören wir auf mit dieser Heuchelei. Eigentlich, wenn wir hingucken, gehen die meisten ja fremd oder rund die Hälfte der Paarteile gehen irgendwann fremd. Wir müssen Treue neu definieren. Was meinten Sie genau? Ja, es gibt ja eben dieses Dogma, eben man geht mit gewissen Vorstellungen in eine Paarbeziehung und es gibt diese Norm eben von, dass ein Mann und eine Frau sich finden und sich dann treu sind bis ans Ende des Lebens. Und wie das so ist, werden Normen dann meistens auch normativ verstanden. Also das heißt, man geht davon aus, das muss so sein. Und wer das dann nicht so lebt, der ist entweder daran gescheitert oder eben ist irgendwie falsch. Und ich finde, man muss wie dort den Blickwinkel ändern, und davon ausgehen, dass das nicht gegeben ist, dass man einfach monogam leben wird bis ans Ende, sondern dass man eigentlich offen sein muss dieser Frage gegenüber, was verlange ich vom anderen an Treue und vor allem, welche Art von Treue verlange ich, weil es gibt die Treue im sexuellen Sinn und dann gibt es eben auch die Treue im Sinne von Vertrauen und Offenheit und Intimität in der Beziehung, was aber nicht nur die Sexualität zum Beispiel innerhalb der Beziehung angehen kann, sondern auch zum Beispiel, ob man darüber spricht, dass man sich vielleicht auch zu anderen Menschen sexuell hingezogen fühlt. Würden Sie das Manifest unterzeichnen? Also ich habe es nicht im Detail gelesen, aber jetzt dieses kurze Statement, wie ich natürlich meine, hat schon mal aufgezeigt, diese Diskrepanz zwischen Einstellung und Verhalten. Das war ein ganz elementarer Punkt. Oder? Natürlich, wenn man reinschaut, was ist den Menschen wichtig in einer Partnerschaft, dann fungiert Treue, Vertrauen, Intimität, diese drei Begriffe, die Sie auch genannt hatten vorher, immer unter den Top 5. Das heißt, es ist das Wichtigste und 94% der Befragten geben an, dass Treue für sie ganz elementar sei für das Gelingen einer Partnerschaft. Das heißt, die Einstellung bezüglich Treue, die ist relativ klar, da gibt es eigentlich keine Varianz, sondern
das Verhalten dann, wie Sie auch sagen, da zeigen ja auch die Studien, dass so zwischen 30-50% eben die Untreue-Rate hier je nach Design und auch nach Untersuchungsmethodik eigentlich relativ doch homogen zeigt, jede dritte bis zweite Partnerschaft ist von Untreue betroffen. Das ist eben die Verhaltensebene. Das heißt, es ist ein ganz großes, diskrepantes Problem zwischen Einstellungen, wo man eigentlich sich eben für Treue und eben auch Verbindlichkeit ausspricht und andererseits dann doch, was im Verhalten passiert. Klartext, das ist einfach ein klarer Fall von Doppelmoral. Man möchte gerne, dass der Partner treu ist, aber selber nimmt man dann den Ausgang. Das ist noch ein zweiter Aspekt, den Sie jetzt einbringen. Also mal die Treue-Definition in Bezug auf sich selber und in Bezug auf den Partner ist nicht die gleiche. Also man ist sich gegenüber sehr viel toleranter, als man das dem anderen gegenüber ist. Und das ist natürlich auch wieder ein spannendes Feld. Also was man einfach, wenn man sagt Treue, man sollte auch offener sein. Das ist häufig einfacher aus der eigenen Perspektive gesagt und sagen, definiere doch Treue ein bisschen liberaler, währenddem der andere natürlich schon eigentlich einfordert, dass man treu ist, aber in Bezug auf sich selber hat man hier doch, ich würde es nicht Doppelmoral nennen, aber doch eine großzügigere Haltung. Ein Paar, das ja die offene Zweierbeziehung gelebt hat, aber auch fast schon gepredigt hat, war Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre, die beiden großen Philosophinnen und Philosophen aus Frankreich. Die haben ein Leben lang eigentlich versucht, diese offene Zweierbeziehung zu leben, waren sich eng verbunden, waren sich geistig treu, ein Leben lang. Sie haben sich gegenseitig geistiger Zwilling genannt. Gleichzeitig sexuell eben offen, erotische Nebengeleise lagen beiderseits drin. Die Beziehung war allerdings auch nicht immer so glücklich. Man sieht in Briefen, dass beide auch gelitten haben, vor allem Simone de Beauvoir hat zum Teil gelitten. Frau Binswanger, wäre das ideal? Würden Sie sagen, so sollten wir eigentlich Beziehungen heute entwerfen? Ich glaube nicht, dass man Beziehungsideale entwerfen kann, die für alle stimmen. Ich habe auch nicht so gern, ich finde es immer schwierig, wenn man sagt, wir haben die monogame Beziehung und das Gegenstück dazu ist die offene Beziehung. Weil das ja auch nicht definiert ist, was heißt eigentlich offene Beziehung? Was heißt ich lasse zu, dass der andere fremd geht, in welchem Maß und so weiter. Das ist ja alles nicht definiert. Offene Beziehung, das ist so ein nichtssagender Begriff. Ich finde, das Ideal wäre eben, dass man sagt, es gibt ein Spektrum von Möglichkeiten, in die sich eine Beziehung entwickeln kann. Und da ist eine Option auch, dass man sie eben sexuell andere zulässt, andere in diese Beziehung hineinlässt. Aber davon auszugehen oder von Anfang an zu sagen, wir leben das jetzt offen, das denke ich, ist so nicht praktikabel und es ist auch nicht eben, das ist ja dann auch nicht bei allen gleich. Das muss man dann je nach Paar wieder definieren, was denn das genau heißt. In der jetzigen Ausgabe der Weltwoche ist eine der Titelgeschichten von Beatrice Schlag, die heißt Volkssport Seitensprung. Da sind die neuesten Daten drin, wie viele Menschen tatsächlich fremdgehen. Und Beatrice Schlag sagt in ihrem Artikel, oder fragt in ihrem Artikel, sind wir primär offener geworden oder einfach rücksichtsloser? Was wäre Ihre Antwort? Also ich denke, offener würde ich nicht meinen. Ich glaube, das hat zum Teil natürlich schon auch mit der ganzen Entwicklung jetzt auch in der Gesellschaft zu tun. Sicher ein Stück weit vielleicht, jetzt auch religiös vielleicht offener, weil das vorher auch sehr stark religiös kontrolliert war, die ganze Sexualität und auch die Funktion der Sexualität, vor allem mit der Reproduktionsfunktion. Aber ich denke, was schon vor allem ein wesentlicher Punkt ist, die Möglichkeiten, Sie sehen ja auch immer Verhalten, wird ja immer durch verschiedene Variablen auch definiert. Welche Möglichkeiten bestehen überhaupt für Seitensprünge, für eben Außenbeziehungen? Und wenn Sie natürlich jetzt vor 100 Jahren beispielsweise die gleiche Frage gestellt hätten, dann war das einer kleinen Schicht, auch einer sozial privilegierten Schicht vorbehalten, weil das bedingte gewisse Grundregeln, die eben auch hier befolgt werden konnten. Das war auch natürlich mit der ökonomischen Kaufkraft verbunden. Das heißt, irgendein einfacher Handlanger konnte sich das gar nicht leisten. Währenddem heute würde ich meinen, ist die offene Möglichkeit, die sich hier bietet, auch durch Internet, das ist auch eine andere Definition noch der Treue. Wir reden ja eigentlich immer noch von diesem altherkömmlichen Treuebegriff, eben die sexuelle Außenbeziehung, also eben auch die emotionale Außenbeziehung genannt, aber auch diese Möglichkeiten, die sich heute durch das Internet eröffnen, dass man intimer mit einem anderen Menschen zum Beispiel sich über Chats austauscht, also mit dem eigenen Partner. Das sind nämlich ganz neue Definitionsfragen auch, die sich in Bezug auf die Treue und Untreue Debatte stellen. Trotzdem noch einmal die Frage, rücksichtslos, finden Sie es rücksichtslos, wenn man den Partner betrügt? Ist ja auch noch die Frage, wie man Betrug definieren soll.
Ich würde sagen, es ist ein Stück weit sicher egoistischer heute, wie wir Partnerschaften leben. Das heißt, diese Idee der Selbstverwirklichung, die auch aus der 70er-Bewegung, 68er-Bewegung, diesem humanistischen Aufkeimen der Idee, jeder soll sich selbst aktualisieren, soll sich selbst verwirklichen. Das ist natürlich heute schon ein ganz prägendes Moment erfahren in der Partnerschaft. Das heißt, man schaut schon, dass es mir gut geht. Und Sie sehen natürlich, diese eigenen Bedürfnisse, die hier gelebt werden in der Partnerschaft, die können natürlich nur gelingen, wenn ein Stück weit auch immer Kompromissbereitschaft da ist. Also wenn beide auch sehen, meine Bedürfnisse sind ein Teil, die Bedürfnisse des anderen sind der andere Teil und die müssen irgendwie kompatibilisiert werden. Und wenn man da zu stark auf die eigenen fokussiert ist, und das ist eben das, was Sie mit Rücksichtslosigkeit auch ein Stück weit ansprachen, dann wird es natürlich effektiv kritisch. Und Sie sind ja eben auch Paartherapeut, schreiben auch entsprechende Bücher. Hier habe ich das Buch von Ihnen, was Paare stark macht, das Geheimnis glücklicher Beziehungen. Das heißt, Sie würden schon dafür plädieren, an der Beziehung zu arbeiten und dran zu bleiben, weil Sie sagen, das ist irgendwie ein Wert, den wir sonst nicht kriegen können? Oder warum könnten wir nicht einfach sagen, ja, dann hören wir eben auf, in Paaren zu leben? 1,3 Millionen Ein-Personen-Haushalte, gibt es halt noch ein paar mehr. Also die Personenhaushalte, das muss man auch kritisch sehen, das sind ja nicht eigentlich alles jetzt eigentlich individuell lebende Menschen. Das sind ja nicht Singles, die sind ja nicht deckungsgleich Zum Teil Singles. sind es Singles, das ist richtig, zum Teil, genau. aber ganz zum Teil auch häufig Paare, sind es die sagen, wir leben in getrennten Haushalten. Oder es sind auch Phasen, also es ist im Prinzip schon komplizierter, dass man das richtig deutet. Aber ich würde jetzt nochmal auf Ihre Frage, wenn Sie nochmal diese Kugel hier jetzt auch vor Augen haben, dass man die zerbricht und auseinander trennt. Sie sehen natürlich immer ein schmerzhafter Prozess. Ich würde sagen, auch die Künstler, wenn jetzt die zerbrechen würden hier, die würden einen kurzen Moment des Schmerzes erfahren und sagen, was ist denn da los? Also warum kann diese Kugel nicht in dieser Form Bestand haben, wie man sich das eben gewünscht hat in der Anfangskonzeption. Und ich denke, diese Idee, dass wir zu leichtfertig mitunter auch oder zu schnell auch Beziehungen auflösen, vor dem Hintergrund eben, dass eine ganz zentrale, wichtige Funktion ist. Und Sie sehen eigentlich, der Mensch sucht Geborgenheit, sucht Bindung, sucht Nähe, sucht Vertrauen. Und die Investition, die man ja leisten sollte in eine Partnerschaft, vor dem Hintergrund dieser Ideen, die ist gewaltig und das ist zu leichtfertig, zu schnell aufzugeben. Also ich sage, es ist immer sehr, sehr schmerzhaft. Dann könnte man von der anderen Seite her fragen, ist das überhaupt das richtige Bild? Frau Binswanger, wäre das für Sie das richtige Bild? Paarkugel, also sehr eng symbiotisch leben? Ich glaube, das ist eine universelle Sehnsucht. Eben, das ist wirklich, also eben man verliebt sich und das ist, glaube ich, überall so, dass man dann das Bedürfnis hat, mit diesem Partner sehr intim, sehr eng sein. Das braucht es auch, um die Basis zu legen für eine langfristige Beziehung, da man sich ja dann auch oft eben unter dem Stress des Alltags ein bisschen auseinanderlebt. Insofern, ja, ist das natürlich ein Idealbild. Aber das ist nicht die einzige Form von Liebe, die man haben kann. Also das sieht man ja auch bei Kindern. Man kann verschiedene Kinder auf unterschiedliche Weise lieben. Ich glaube, man muss da ein bisschen trennen eben zwischen Liebe auf der einen Seite und Beziehung auf der anderen Seite. Weil mit dem Faktor Zeit verändert sich die Liebe und die wird dann quasi angewendet, ist es dann Beziehung. Und dann fragt man sich eben, wie gestalte ich die Beziehung, wie eng soll die Beziehung sein, welche Punkte sind den Partnern wichtig und wo muss man sich finden. Und eben, also vielleicht müsste man, wenn man jetzt auf die ganze Treue-Diskussion eingeht, mal definieren, was denn mit Treue und Betrügen und so weiter eigentlich gemeint ist, weil das setzt ja immer voraus, dass man sagt, man hat eine Beziehung, die exklusiv ist und wenn jemand da ausschert, dann ist das Betrug. Aber ist es immer noch Betrug, wenn sich die beiden Partner über diese Frage einig sind, dass das zulässig sein soll? Ich habe ja damals in meinem Artikel auch mit Paaren gesprochen, die eben offene Beziehungen gelebt haben. Die haben alle ihr eigenes Modell gefunden. Aber wenn man sich einig ist, dass das möglich sein soll, dann kann man ja eigentlich nicht mehr von Fremdgehen und Betrug reden. Oder man muss das Fremdgehen eben anders füllen, den Begriff. Die deutsche Philosophin Svenja Flasspöhler hat im Philosophiemagazin, das war die letzte Nummer, die war zum Thema, sind wir dafür geschaffen, in Paaren zu leben, hat sie gesagt, im Grunde genommen brauchen wir den Nebenbuhler für die gute Beziehung. Also wenn wir gucken in der Literaturgeschichte, beispielsweise Romeo und Julia, die Geschichte wäre nicht denkbar, wenn nicht die Julia irgendwie noch bedrängt gewesen wäre oder bedroht gewesen wäre, verheiratet zu werden, wenn nicht irgendwo im Hintergrund dieser Nebenbuhler gestanden hätte.
Herr Bodenmann, das hört man ja zuweilen. Ein Nebenbuhler feuert die Beziehung erst so richtig an und drängt einen dazu, dann die andere Person wieder zu erobern. Wie wäre das denn? Sie raten den Paaren mal, sich jeweils Nebenbuhler zu suchen? Also ich denke, natürlich ist Konkurrenz immer spannend, das wissen wir auch aus der Wirtschaft. In der Partnerschaft würde ich das ein Stück weit kritischer hinterfragen. Weil ich denke, Sie sehen ja diese Exklusivität, und ich meine, wir müssen ja diese Exklusivität nicht mit Symbiose gleichsetzen. Wir müssen das kurvilinear sehen. Also zu wenig Nähe, zu viel Nähe, das ist beides mal dysfunktional. Es braucht ein Mittelmaß an gesunder Nähe und wie Sie auch vorhin sehr schön gesagt haben, das verändert sich auch ständig im Verlauf der Zeit. Es gibt Phasen, wo man mehr Nähe braucht, Phasen, wo wir mehr Distanz brauchen. Und das Schwierige wird ja effektiv, wenn sich diese beiden nicht gleich entwickeln. Das heißt, der eine braucht dann mehr Nähe und der andere mehr Distanz. Und insgesamt würde ich jetzt auf Ihre Frage zu antworten, wann dieser Nebenbuhler jetzt ins Spiel kommt, sich hochentscheidend. Das heißt, wenn ein Paar sich in einer zentripetalen Phase, also in dieser distanzierten Phase befindet und man auch sieht, die Substanz, die bröckelt bereits und dann kommt ein Nebelbuhler, dann hat er keine belebende, konkurrierende Wirkung, sondern dann wird es einfach zum Bruch kommen, weil wir ja immer eigentlich auch das Streben nach maximalem Glück wird durch dann mehr bei diesem neuen Partner hier eben in Erfüllung gesehen als eben bei dem aktuellen. Und da würde ich meinen, ist das eine Frage des Zeitpunkts, hat es und wie stark wird auch dieser Nebenbuhler, wird er nur so ein bisschen als kitzelndes Element gesehen, wo man sagt, doch, das ist noch spannend, ich könnte den haben, aber es läuft nichts wirklich, ohne dass eben diese Integrität und diese Exklusivität bedroht wird. Dadurch meinen, kann es durchaus auch einen wieder zur Besinnung führen oder auch überhaupt wieder erkennen lassen, was hat man an diesen Menschen, wenn man einen Nebenbuhler hat. Aber er dürfte nicht zu stark hier bereits diese Exklusivität in Frage stellen. Und eben wie gesagt, wenn es in eine Phase fällt, die hier nicht mehr gekennzeichnet ist durch hohe Kohäsion, dann würde ich meinen, dann zerbricht es eher, als dass es stimulierende Wirkung hat. Was ist denn diese Geschichte mit der Exklusivität? Warum ist die so wichtig? Sie haben vorhin die Liebe zu Kindern erwähnt. Niemand würde ja sagen, die Liebe zum einen Kind leidet, wenn man davon 3 hat. Sondern es gibt sogar Leute, die sagen, die Liebe wird noch potenziert. Je mehr Kinder man hat, desto intensiver wird dieses Elternsein beispielsweise. Auch bei Freunden würden wir nicht sagen, wenn man 2 oder 3 Freunde hat, dann leidet die Freundschaft zur einen Freundin. Also warum diese Exklusivität? Ja, das ist sicher auch eine kulturelle Prägung einerseits. Also das sieht man ja, das wird nicht überall gleich so gelebt. Das hat sich eben, dann hat es auch mit diesem romantischen Liebesideal zu tun, das bei uns ja immer noch sehr wirksam ist, eben das beinhaltet, dass man sich nur auf einen Menschen richtet, dass man da ganz exklusiv diese Beziehung führt. Das ist das eine. Und ja, ich frage mich manchmal auch, woher das kommt, warum das so schwierig ist. Und Eifersucht ist sicher auch ein Thema, also weil Eifersucht ist auch ein universelles Gefühl, dass wenn man eben jemanden, das empfinden ja auch Kinder so, also die wünschen sich ja auch die exklusive Liebe vom Elternteil und müssen sich dann arrangieren, dass sie Geschwister haben. Und eben, wenn man mit dieser Eifersucht nicht umgehen kann, dann baut man natürlich eben Schranken auf oder will man eben diese Exklusivität für sich viel mehr beanspruchen. Aber ich glaube, auch da gibt es große Unterschiede oder wie man mit dieser Eifersucht umgeht. Exklusivität, was ist das für Sie für ein Stichwort? Ich denke, Exklusivität ist deswegen, also nach dem bereits Gesagten, auch noch ergänzend. Ich meine, wenn Sie jetzt mal an den Aktienmarkt denken, in welche Aktien investieren Sie? In die Ihnen auch erfolgversprechend erscheinen. Das heißt, zu volatile Aktien, da werden Sie nicht investieren. Und Partnerschaft kann man ja mit einem Investitionsmodell vergleichen. Das heißt, man investiert in diesen Menschen, eben vor dem Hintergrund auch, dass man denkt, mit dem wird man mitunter, wenn alles gut geht, alt, wird sich dann auch in der Phase, wenn die Kinder wieder ausziehen, auch noch mit diesen Menschen zusammen sein. Das heißt, diese Idee, diese Projektion auch in die Zukunft, die bedingt ja eben Investitionen, sowohl Investitionen im Sinne der Liebe, Investitionen im Sinne der Emotionen, der Nähe, auch materielle Investitionen und so weiter. Und das ist natürlich ganz klar, wenn man in diesen Menschen investieren will, dann muss man eine gewisse Gewähr haben. Es lohnt sich auch, in diesen Menschen zu investieren. Und die natürlich, wenn es nicht exklusiv definiert ist und auch Grenzen gegenüber anderen Menschen bestehen, sondern wenn der jederzeit auch ausbrechen kann aus diesem Beziehungsgefäß, dann ist natürlich die Frage, soll ich wirklich so stark investieren? Und damit wird natürlich auch die Beziehungsqualität ein Stück weit immer auch zum Gradmesser dieser Investition, aber auch eben der potenziellen Gefahr, dass eben diese Investition sich nicht gelohnt hat und aber dann Ausbruch die Frage kommt. ist ja,
das ist ja alles gut und recht. Aber die Frage ist ja, wenn ich jetzt neben meinem Partner eine sexuelle Beziehung mit jemand anderem eingehe, vielleicht kurz oder einmalig, inwiefern dann das die oder die Hauptbeziehung gefährdet. Warum ist dann die Sexualität irgendwie, warum ist das so gefährlich, dass da so wahnsinnige Ängste bestehen und dass da eben so zugemacht wird? Sie haben es ja schon angesprochen, Eifersucht ist mal ein Punkt, oder? Aber der zweite, eigentlich noch wichtigere Punkt ist eigentlich die perzipierte Bedrohung der Partnerschaft, eben diese Exklusivität und der Stabilität. Weil ich meine, nur die Sexualität per se, wenn man das wirklich rein, also jetzt ganz psychologisch losgelöst, experimentell, nur Sexualität ohne irgendetwas weiteres, dann würde ich meinen, wäre vermutlich das Problem sehr viel geringer. Aber Sie sehen ja, dass man verliebt sich ja auch über Sexualität. Das ist ein ganz starker Hormoncocktail, der da zu wirken beginnt in diesem Rausch der Sexualität. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, und das ist ja das große Problem von Langzeitpartnerschaften, Sexualität erodiert über die Zeit. Das heißt, die faszinierende, prickelnde Sexualität, die man zu Beginn hat mit einem neuen Menschen, den man noch nicht kannte, die können Sie nach 10, 20, 30 Jahren nie gleich wieder erleben in dem Sinne, sondern das hat ein Stück weit sich verändert. Und wenn jetzt ein neuer Mensch kommt, dann ist dieses prickelnde, dieses erotisierende Moment sehr viel stärker wieder da. Und damit haben Sie eigentlich immer ungleich lange Spieße. Und damit wird eben ganz häufig auch neben der Sexualität auch die ganze emotionale Investition. Man verliebt sich in diesen Menschen. Und da wird es natürlich dann sehr kritisch, weil nicht nur jetzt das Sexuelle im Zentrum steht, sondern plötzlich realisiert man, sie oder er liebt jetzt diesen neuen Menschen mehr als mich, und dann kommt natürlich Eifersucht ins Spiel und auch die ganze Frage, also wird sie jetzt auch aussteigen, wird sie jetzt auch diesen Menschen wählen, genüge ich noch, und dann wird das Ganze natürlich sehr stark strapaziert und belastet. An sehr, sehr vielen Hochzeiten wird vermutlich auch in diesem Frühling wieder, wenn er denn mal anbricht, wieder ein Text vorgelesen aus den Propheten von Khalil Gibran. Das ist ein amerikanisch-libanesischer Autor. Und ich habe eine Strophe aus diesem Gedicht herausgenommen. Da schreibt Khalil Gibran: Füllt einander den Becher, aber trinkt nicht aus einem Becher. Gebt einander von eurem Brot, aber esst nicht vom selben Leib. Singt und tanzt zusammen und seid fröhlich, aber lasst jeden von euch allein sein. Dieser Text wird sehr, sehr oft gewählt, in Kirchen vorgelesen, in Standesämtern vorgelesen, der wird auf Heiratsanzeigen aufgedruckt. Jeden allein sein lassen, scheint hier irgendwie die Maxime zu sein. Gleichzeitig scheint es auch sehr schwierig zu sein, Herr Bodenmann. Also ich denke, was ihr ja eigentlich doch auch recht schön anspricht, ist dieses Spannungsfeld zwischen Nähe und Distanz. Und das ist eigentlich ein konstantes Spannungsfeld. Wir wünschen uns einerseits Nähe und gleichzeitig möchten wir auch so bleiben, wie wir sind. Und sehen eigentlich etwas ganz Übles bei Paaren, und es auch immer dann zu Krisen und auch Paartherapie führt, ist eigentlich der Machtkampf. Man möchte den anderen ändern. Und ich meine, indem wir eben sagen, esst nicht vom gleichen Leib, sondern lasst jeden auch so sein. Wenn wir das jetzt, vielleicht interpretiere ich jetzt falsch, aber ich das so interpretieren darf, dann würde das bedeuten, seid zwar zusammen, also esst gemeinsam am gleichen Tisch, aber nicht aus dem gleichen Teller, oder? Sondern lasst euch auch weiterhin so sein, wie ihr seid, mit euren Bedürfnissen, und versucht nicht den anderen nach eurer Vorstellung zu verändern, zu verbiegen, ihn eigentlich hier zu erpressen. Und diese Machtkämpfe enden eigentlich immer übel, oder? Und ich denke, diese Großzügigkeit, die Sie vorhin auch angesprochen hatten, diese Flexibilität und Großzügigkeit, weil man sich ja verändert, weil die Bedürfnisse sich verändern, dass man auch hier tolerant bleibt, das ist ein Geheimnis längerfristig funktionierender Partnerschaft. Wir haben schon gesagt, Sie sind Paartherapeut. Ihre Frau ist es auch, oder zumindest ist sie auch Psychologin und forscht auch auf diesem Gebiet. Therapieren Sie sich gegenseitig? Also ich denke, was schon ein Vorteil ist jetzt dieses Berufsfeldes, wir haben natürlich ganz viele Eindrücke, auch wir sehen, wie das läuft, und nehmen es auch nach Hause, diskutieren es auch gemeinsam. Und da wird schon eigentlich vieles auch bewusster, wenn man da sitzt, ein Paar sieht. Und was mich immer auch ein Stück weit beelendet, eben die Idee, 95% laut Statistik starten glücklich in die Partnerschaft. Und dann sitzen diese Menschen, die mal glücklich hier waren, ihnen gegenüber in hohem Unglück, in einer Misere, wo man sich dann schon fragt, was ist hier gelaufen, dass man da auch ein Stück weit dann für die eigene Partnerschaft Ideen und auch eben Verhaltensweisen auch herausnimmt und sagt, also was ist denn da geschehen und wie können wir auch zu Hause darauf achten. Natürlich, ich meine, es ist eine Bereicherung dieses Berufs. Ja. Sprechen wir über diesen Alltag, darüber, was da so unterwegs passiert. Ich möchte gerne mit Ihnen einen Ausschnitt ansehen aus dem Spielfilm von Barbara Kulczar, einer Schweizer Filmemacherin, der heißt Zu zweit, und er kam 2010 in die Kinos. Hallo. Schon, begrifflich. Wo ist der
Du, ich habe Prosecco aufgemacht. Nein. Ganz in aller Ruhe. Zum Wohl? Von die Chinos? Das ist doch so lustig. Nein, es ist nicht lustig. Das ist doch schön, wenn die es mal ein bisschen lustig haben zusammen. Ja, die haben es lustig. Und ich will es auch mal lustig haben. Lies mal weiter. Dann abgießen und gut abtropfen lassen und mit einer Schere in etwa 10 cm lange Stücke schneiden. Danke, Mami. Gottverdammt, jetzt ist einfach fertig. Madalena, gehst du in dein Bett? Nein, ihr könnt mir wirklich so etwas auf die Nerven. Ich mag einfach nicht mehr, verstehen Sie? Ich mag nicht mehr. Ja, Frau Binswanger, Sie lachen. Sie sind die Autorin unter anderem des Buches Macho Mamas. Sie haben sich auch im Mama-Blog immer wieder damit auseinandergesetzt. Mutter sein, Berufsfrau sein, Liebhaberin sein. Wie funktioniert das alles unter einen Hut zu bringen? Was löst die Szene aus bei Ihnen? Ja, ein hoher Wiedererkennungswert. Eben wenn wir jetzt über Paarbeziehungen sprechen, dann ist natürlich, wenn man dann eine Familie gründet, dann kommt noch dieser Faktor dazu, der nochmal alles verändert. Eben man wird von der Frau zur Mutter, man ist nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt, man muss sich ganz anders organisieren, man hat weniger Ressourcen an allen Ebenen und das verändert die Paarbeziehung in vielen Hinsichten. Also einerseits hat man ein gemeinsames Projekt, das sehr groß ist und da auch meistens eine große Bereitschaft besteht, eben das über längere Zeit eben zusammenzutragen. Gleichzeitig wird natürlich der Druck wahnsinnig groß, auch weil man sich neu definieren muss, nicht nur persönlich. Also ich habe das sehr stark so empfunden, als ich Mutter wurde, dass ich mich persönlich neu definieren musste, meine Ziele und so weiter. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf die Partnerschaft aus. Und das unter dem ganzen Druck, den man eben hat, gerade mit kleinen Kindern, das ist sehr anspruchsvoll. Und da finde ich, muss man auch großzügig sein gegenüber dem Partner und auch fehlertolerant. Sie haben selber 2 Kinder, Sie, Herr Bodenmann, haben 3 Kinder. Sind denn Kinder eher ein Beziehungskit oder ein Beziehungskiller? Also sicher eine schlechte Idee, wenn eine Partnerschaft nicht gut funktioniert, die mit Kindern kitten zu wollen, weil eben genau diese Belastungsparameter natürlich extrem zulegt. Das heißt, es ist immer sehr viel mehr Belastung da mit Kindern als ohne Kindern. Sie wissen ja auch, das Armutsrisiko in der Schweiz mit 4 und mehr Kindern ist es im Prinzip auch monetär natürlich ein ganz wesentlicher Faktor, der eben hier zeigt, dass nicht nur emotional, nicht nur die Frage von der Dyade zur Triade, die Neuverteilung der Rollen natürlich ganz zentral sind, aber auch rein finanziell wird es und auch zeitlich wird es durch eine einschneidende Erfahrung. Da kann man sicher sagen, Kinder sind belastend. Zum einen sind natürlich auf der anderen Seite, man kann diese Ambivalenz auch sehr schön sehen, zum anderen ist man auch stolz, man ist erfüllt, es geht ein Lebensentwurf in Erfüllung. Und man auch sagen muss, es ist eigentlich auch eine sehr ambivalente Haltung, die Eltern ihren Kindern gegenüber haben aus diesem Grund. Eben zum einen ist es ein Stolzobjekt, zum anderen ist es eben auch ein belastendes und eben auch sehr strapazierendes Ereignis. Der andere Punkt ist dann, häufig sind sie gleichzeitig ehestabilisierend. Das heißt, wir sehen eigentlich, die Scheidungsrate, die steigt erst wieder an, wenn die Kinder in die Schule gehen, also die Vorschulphase ist in der Regel stabilisierend. Das heißt, wir haben längerfristig diesen Stabilisierungseffekt nicht, aber kurzfristig haben wir diesen Stabilisierungseffekt, weil es einfach auch sozial unerwünscht wäre, kaum ist man Vater oder Mutter geworden, sich schon vom Partner scheiden zu lassen. Also da ist auch eine soziale Barriere da, die auch ein Stück weit eben diesen ehestabilisierenden Effekt kurzfristig begründet. Und wenn Sie die Szene vorhin jetzt sich noch mal vor Augen führen, wie macht man es denn besser? Also sehr schön und typisch an dieser Szene war ja eben, wo viele Paare dann auch in Krise geraten ist, dass die Rollen nicht mehr gleich. Vor allem macht man sehr vieles paritätisch. Das heißt, man arbeitet gleich viel, beide staubsaugen, beide machen eigentlich weiterhin die gleichen Hausarbeiten. Und hier war es ja schön, einerseits macht er weiterhin, er hat auch gerüstet und dann geschnitzt, oder? Und in dem Sinne, also weiterhin hausarbeitsmäßig war er aktiv. Aber jetzt, was darum ging, nämlich sie zu entlassen, man hat ja gesehen, sie ist eigentlich in
in einem sehr emotional aufgelösten Zustand. Sie stresst das, sie möchte jetzt einen gemütlichen Abend und da ist er überhaupt nicht auf sie eingegangen. Und das ist genau das, was natürlich jetzt, wenn man sie befragen würde, würde ich jetzt erwarten, dass sie diese Diskrepanz zwischen dem, dass er zwar auch noch mitgeholfen hat hier in dieser elementaren Arbeit, aber da, worum es eigentlich wirklich ging, nämlich sie auch hier ernst zu nehmen, wahrzunehmen in ihrer Belastung und auch dort Hilfestellung zu geben, das hat er völlig eigentlich unterlassen. Und das würde ich meinen, ist für sie natürlich sehr schmerzhaft zu sehen. Dieser Mensch, der eigentlich für mich vorher da war, der ist jetzt plötzlich nicht mehr gleich verfügbar. Und wir sehen eigentlich bei Männern ganz häufig dieses Wegdriften dann aus dieser emotionalen Verantwortung im Zuge der Elternschaft. Mhm. Aber wie müsste man es besser machen im Sinne von, wie hat denn die Romantik da noch ihren Platz zu finden? Also das ist ja eigentlich die Szene, in der die Frau sagt, ich möchte jetzt mal ein bisschen Romantik, ich habe hier ein Prosecco aufgemacht, ich möchte was Schönes kochen und nicht einfach die Resten essen vom Vortag. Und die Kinder habe ich schon mal ins Bett gebracht, er findet es ein bisschen früh, aber grundsätzlich bemüht sie sich ja um die Beziehung. Das ist natürlich auch wichtig und das ist auch meist ein positiver Aspekt, oder? Weil diese Zeit, und es definiert sich alles eigentlich letztendlich auch über Zeit, die geht natürlich sehr stark auch eben verlustig aufgrund der Kinder. Und dass man sich bemüht, diese Zeit zu wahren, das ist für sich ein guter, positiver Impuls. Aber sie sind natürlich, dadurch, dass nicht beide am gleichen Strick ziehen, kann es dann gleichwohl nicht funktionieren, sondern beide müssten sich jetzt eigentlich diese Zeit freischaufeln. Das würde auch genügen, wenn er jetzt vielleicht mal zu den Kindern ginge, die beruhigen würden, sie auch, weil jetzt ist ja der Abend eigentlich ruiniert, würde ich jetzt mal schätzen, oder? Sondern sie ist aufgelöst, das Ganze entgleist und würde er sich mehr engagieren jetzt in dieser Sache, dann könnte vielleicht eben dieser gemeinsame Abend dann durchaus noch gelingen. Also die Intention ist gut, aber die Umsetzung, würde ich sagen, da hat es ein bisschen gehapert. Also ich würde sagen, das ist totaler Anfängerfehler. Weil man sich eben wieder eine Situation kreiert, in der der Druck einfach zu groß ist. Wenn man einen gemeinsamen romantischen Abend haben will, dann gibt man die Kinder besser in andere Obhut, weil dann hat man wirklich den Raum, irgendwie sich aufeinander einzulassen. Wenn man sagt, okay, wir haben die Kinder, ich habe sie schon ins Bett und jetzt bitte schön Romantik und so. Und in einer Situation, die immer störungsanfällig ist, weil wenn die Kinder da im Nebenzimmer sind, dann kann immer irgendwas sein. Und das erhöht dann den Druck, den man ohnehin schon hat. Endlich hat man mal irgendwie Zeit füreinander, endlich mal einen Abend füreinander und dann eben ist dann jeder Fehler wiegt dann doppelt schlimm oder jede Störung. Und darum, wenn man das, natürlich soll man sich Zeit nehmen, das ist wirklich elementar wichtig für eine Beziehung, aber dann lieber die Kinder weg. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre und mir überlege, über was wir schon alles gesprochen haben, dann kriege ich so ein bisschen den Eindruck, eigentlich sind wir ein bisschen verrückt in diesen Paarbeziehungen. Also einerseits war jetzt mehrfach zu hören, es ist gefährlich, so eine Kugel zu werden, weil vielleicht trennt sich das tut wahnsinnig weh. Gleichzeitig, wenn man zu symbiotisch ist, hat man irgendwie keinen Platz mehr. Kinder, haben Sie auch gesagt, sind schon eher belastend. Die sind zwar zuweilen auch ein Kit, aber mehr einfach, weil die Beziehung, die Gesellschaft erwartet, dass man dann nicht auseinandergeht. Also wieso machen wir Kinder, wieso heiraten wir, wieso suchen wir diesen Partner? Sind wir denn verrückt? Also lustig fällt mir jetzt gerade ein, im übertragenen Sinne ist man natürlich, wenn man eine Familie gründet, ist eigentlich genau diese Situation. Man hat zwar keine Zeit mehr, sich so intim irgendwie zu umarmen, aber jetzt von der existenziellen Situation ist man einfach irgendwie wirklich eine Einheit geworden, selbst wenn man sich trennt. Also wenn man Kinder bekommt, dann wird die Beziehung tiefer und stärker, man ist einfach viel mehr aneinander gebunden. Und jetzt ist die Frage, wie man sich dann darin einrichtet. Eben, das heißt ja dann nicht, dass man hatte dann keine Zeit mehr, eben die romantische Zweisamkeit so zu pflegen. Aber es ist sicher so, dass man gemeinsam ein Projekt hat, das einem wirklich zusammenschweißt. Und bei meinen Recherchen damals, diesem Artikel wegen Treue, Monogamie und so, ist mir aufgefallen, dass alle, die sich gemeldet haben und gesagt haben, ja, ich habe mit meiner Partnerin auch eine offene Beziehung, wir haben das auch irgendwie gesagt, wir wollen das mal probieren, das waren alles Paare mit Kindern, also bis auf ein homosexuelles Paar. Weil man da eben eine Basis hat, die schon so stark bindend ist, dass man aufgrund von dieser Basis eben dann das Wagnis eingehen kann, das Risiko eingehen kann, sich eben sexuell zu öffnen. Und ich glaube, wenn man das nicht hat, also eben wenn man frisch zusammen ist, dann ist das Interesse meistens auch nicht da, eine Beziehung zu öffnen.
Herr Bodenmann? Ja, ich meine, spannend sind ja auch die Frage, wann wird Untreue überhaupt relevant? Oder da sehen wir natürlich schon, wie Sie sagen, zu Beginn der Partnerschaften, und das zeigen ja auch diese Hamburg-Studien, die da bei Studierenden publiziert werden mit dieser seriellen Monogamie. In der Regel ist man relativ monogam zu Beginn, und das sind ja alles Studierende, so zwischen 20 und 30 Jahren, also noch hoch unauffällig, das Untreueverhalten relativ bescheiden, jetzt von der Frequenz her. Wenn Sie dann prüfen, wie sieht es aus im Verlauf der Partnerschaft und auch im Verlauf des Alters, dann sehen Sie ja, dass die beiden, also Frauen wie Männer, eigentlich gleich untreu sind, so bis 40, 50. Eigentlich die Schere öffnet sich erst ab 40, 50, wo dann Männer häufiger untreu werden als Frauen. Das heißt, wir haben zum einen natürlich schon auch einen Effekt drin, eben, der mit Kindern ganz stark auch zusammenfällt. Also Sie haben jetzt die Ehe stabilisieren, ja auch dieses, man fühlt sich geborgen in dieser Partnerschaft. Man ist eine Familie, und dieses intakte Gefühl, was da auch ausgelöst wird dadurch, das würde ich meinen, ist ein Teil. Der zweite Teil ist dann doch eben, dass sich die Sexualität der beiden auseinanderentwickelt ein Stück weit, auch mit dem Klimakterium eben, mit Also der Wechseljahre, auch mit der Attraktivität, die häufig anders eingeschätzt wird, eben mit 50. Der andere Wie Punkt. meinen Sie das, die Attraktivität, die anders eingeschätzt Also wird? wenn man findet sich nicht mehr gleich attraktiv, oder? Das wird ja auch häufig dann in Bezug auf die Sexualität geäußert. Also ganz viele Paare, die wir auch haben, wo sich dann die Frauen nicht mehr nackt zeigen möchten vor dem Partner, weil sie eben denken, diese Nacktheit, die sei nicht mehr gleich ansprechend, gleich attraktiv, wie sie eben vor 10, 20 Jahren war, obgleich das vielleicht der Partner gar nicht so einschätzt. Aber diese Idee der Attraktivität, dann sind wir natürlich in ganz anderen Lebensphasen. Sie sehen, beim Auszug der Kinder so um 45, 55 ist häufig eine Neuorientierung der Frau Sache. Beim Mann ist er häufig auf dem Höhepunkt seiner Karriere zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, wir haben ganz viele Variablen, die dann plötzlich eben einwirken. Und jetzt die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt für eine offene Beziehung in dem Sinne? Das war eigentlich die entscheidende Frage. Wann wäre der richtige, der günstige, der stimulierende, wie Sie es vorhin auch genannt hatten, dieses belebende, konkurrierende. Da würde ich meinen, das ist gar nicht so einfach, wenn wir jetzt den gesamten Punkt, also diese ganze Biografie des Paares aufspannen. Würde ich meinen, zum Zeitpunkt der Geburt wäre es nicht praktisch, sind wir einverstanden, weil dann ist das Ganze hoch und die Sexualität durch der Frau häufig auch diskrepant zu der des Mannes. Dann später laufen wir wieder in diese Schere hinein. Also ich meine, das Zeitfenster, wenn wir es jetzt mal ganz nüchtern betrachten würden, das wäre relativ ein kleines, das wäre vielleicht zwischen 40 und 50. Und dann ist es wieder vorbei. Also ich denke, die Frage, wann ist es gut und richtig oder auch belebend für eine Partnerschaft, würde ich meinen, die ist nicht so einfach zu beantworten. Kann man wahrscheinlich auch nicht generell beantworten, weil es unterschiedliche Bedürfnisse, es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten, es gibt unterschiedliche Sexualtriebe. Also es ist wirklich so individuell verschieden, dass das irgendwie nur jedes Paar für sich entscheiden kann. Ich finde es aber auch falsch, irgendwie schon von Anfang an so zu planen und irgendwie zu sagen, ja, vielleicht haben wir dort ein Fenster, wo es vielleicht mal möglich wäre, sondern ich glaube, das ist wie etwas, das zum Prozess der Beziehung dazugehört, dass man einfach dort in dieser Hinsicht eben auch offen ist und sich nicht nach Normen richtet, ohne sie zu hinterfragen, um sich dann plötzlich in der Situation wiederzufinden, dass man es eben irgendwie heimlich und einfach für sich egoistisch macht, wie Sie vorher gesagt haben, sondern dass man eigentlich den Mut hat, diese Bedürfnisse, wenn sie denn bestehen, muss ja nicht unbedingt sein, auch in die Partnerschaft zu tragen, im Sinne, dass man darüber reden kann und dass man eben das auch im Prozess der Partnerschaft immer wieder aufnimmt und anschaut, ob da Bedürfnisse da sind und wenn ja, wie stark die sind und was das für den anderen bedeutet. Jetzt sind wir wieder beim Fremdgehen gelandet, interessanterweise. Wenn wir noch einmal einfach über die Zweierbeziehung sprechen, nehmen wir mal an, sie verlaufen mehr oder weniger treu, dann gibt es ja auch ganz viele andere Schwierigkeiten. Wir haben die Kinder angesprochen. Sie, Herr Bodenmann, sagen, Stress sei einer der ganz großen Beziehungskiller, eine der Schwierigkeiten. Was muss man denn tun, um schlussendlich irgendwie mehr oder weniger heil durch diese Geschichte durchzukommen, die Beziehungsgeschichte? Ich denke, die Sache ist ja durchaus nicht so unverheißungsvoll, wie es jetzt vielleicht nach dieser ersten Runde klingen mag, sondern wir sehen ja doch auch, es ist eine hochanspruchsvolle Angelegenheit. Und was wir eigentlich auch sehr schön jetzt im Gespräch schon herausgearbeitet haben, dass diese Scherenentwicklung, ja bei ganz vielen Paaren überhaupt die Veränderung,
der eigenen Person, der Person des Partners. Das ist ja ständig mit Adaptationsleistungen verbunden. Und die werden natürlich durch Stress noch ein Stück weit eben strapaziert. Das heißt, wir werden ja unter Stress sehr viel egozentrischer, sehr viel asozialer, als wir das in nicht gestresstem Zustand sind. Das heißt, Stress führt uns eigentlich sehr viel stärker auf uns zurück. Wir sind weniger offen, wir sind gereizter, wir sind eigentlich relativ unangenehme Sozialpartner, wenn wir gestresst sind. Und da wird durch Stress zu einem Faktor, der eben alles noch zusätzlich strapaziert. Dessen ungeachtet würde ich auf Ihre Frage antworten, brauche ich insbesondere 3 Dinge. Es braucht Zeit, und die sind unter Stress häufig eingeschränkt, und da muss man ganz bewusst sich sagen, man nimmt sich die Zeit für die Partnerschaft. Es braucht zweitens Kompetenzen, weil wir sehen, wie wir miteinander umgehen im Alltag, wie wir Konflikte miteinander zu lösen versuchen, wie wir Probleme im Alltag, wer bringt die Kinder zur Krippe, wie lösen wir eben, wie es im Film gezeigt, diese Möglichkeit, einen gemeinsamen Abend zu haben, wie gestalten wir da und eben, wie können wir gemeinsam unsere Probleme uns mitteilen und uns versuchen, als Stützen auch zu sehen. Das wäre der zweite Punkt, also Zeit, Kompetenzen, und der dritte wird das Commitment. Das heißt, dieses sich einlassen auf den anderen. Ich denke, wir unterscheiden ja auch hier 3 Komponenten. Das kognitive Commitment, also die gedankliche Idee, die wir eigentlich hier generieren. Man möchte mit diesem Partner, unabhängig ob jetzt offen oder nicht offen oder zeitweise offen oder nicht offen, aber man möchte mit diesem Menschen eigentlich über die Runde kommen. Man versteht sich als Paar. Man versteht sich als Paar, als Wir. Und das Schöne ist eigentlich an diesem Bild das Wir-Gefühl. Also wir sind ein Wir und nicht ein Ich, also 2 Ichs, die hier nebeneinander leben. Der zweite Punkt ist das emotionale Commitment. Das wurde vorhin auch schon angesprochen, nämlich es geht nicht nur bei Treue oder Untreue um die Frage der Sexualität, sondern ganz stark auch, ist dieser Partner mein exklusiver emotionaler Referenzrahmen. Also wenn ich hier eine Sorge habe, etwas mich bedrückt, ist es der Partner, die Partnerin, an die ich mich wende, oder ist es irgendjemand anderes? Und natürlich auch wieder Exklusivität. Ist auch die Frage der Grenzen. Und der dritte wäre dann eben der sexuelle Aspekt. Und hier sehen wir noch etwas ganz Spannendes. Alle 3, kognitiv, emotional und sexuell, können immer annäherungsmotiviert oder vermeidungsmotiviert definiert werden. Ich kann zum Beispiel jetzt sagen, nehmen wir mal die Sexualität als Beispiel, ich kann Treue mir wünschen oder auch Treue leben, weil ich den anderen liebe. Das wäre die annäherungsmotivierte Variante. Oder ich kann treu sein, weil ich keine anderen Gelegenheiten habe, untreu zu sein. Und das ist natürlich jetzt für einen selber ist natürlich ganz zentral. Warum ist der Partner bei mir? Ist er annäherungsmotiviert bei mir, weil er das möchte, er sich das wünscht, weil er die Intimität, die Nähe, die emotionale Verbundenheit sucht mit mir, oder einfach, weil es keine besseren Gelegenheiten gibt, weil er im Moment denkt, finanziell ist es riskant oder statusmäßig, prestigemäßig ist es riskant. Und das sind die 3 Punkte, also Zeit, Kompetenz und Commitment, die letztendlich darüber entscheiden, wie glücklich eine Partnerschaft verläuft und wie stabil sie auch sein wird auf Dauer. Das heißt, man kann auch lernen, ein gutes Paar zu sein? Also man kann vieles davon lernen. Ich denke, vieles ist natürlich auch, vor allem jetzt die kognitive Seite oder auch die letzte, die Commitment-Seite, ist auch eine Einstellungsfrage. Also stelle ich mich ein, will ich das auch, bin ich bereit auch Schwierigkeiten auch zu tragen. Darum hieß es ja im Eheversprechen auch in schönen und schwierigen Zeiten, oder wie es auch genau heißt, also in diesen schlechten Zeiten. Das heißt im Prinzip ganz wichtig natürlich auch nicht nur, das ist natürlich eine Einstellungsfrage. Ist man auch in schlechten Zeiten bereit, zu diesem Menschen zu stehen, sich für die Partnerschaft einzusetzen? Aber letztendlich ist vieles davon lernbar. Ja. Schauen wir uns noch einmal ein Zitat an, das mir untergekommen ist, nämlich von Max Frisch aus seinem wunderbaren Theaterstück Biografie, ein Spiel. Und da sagt er von seiner Partnerin, wir haben einander verkleinert. Warum haben wir immer verkleinert? Ich dich, du mich. Wieso hat sich uns alles, was möglich wäre, so verkleinert? Wir kennen einander nur verkleinert. Frau Binswanger, Sie haben ja sehr viel zum Thema Alltag geschrieben in diesem Mama-Blog. Wie funktioniert denn diese Verkleinerung? Wieso macht man sich so klein und nimmt nur noch so kleine Ausschnitte wahr im Zusammenleben? Ja, das ist natürlich eben, das hängt mit dem erwähnten Stress zusammen. Ich denke aber nicht, dass das notwendig ist, dass man sich gegenseitig verkleinert. Das hat eben wieder mit den Einstellungen zu tun, wie man mit der Beziehung, was man davon erwartet, wie man damit umgeht. Ich finde, es gibt ein sehr schönes Bild. Das hat Dominique Zimmermann, das ist eine Philosophin aus Basel, die viel über polyamore Beziehungen geschrieben hat. Die sagt, man sollte sich eigentlich
die Beziehung wie einen dritten Körper vorstellen. Also man hat den Mann, die Frau und der dritte Körper ist die Beziehung. Und dieser Körper wächst oder schrumpft, je nachdem, wie viel Bereitschaft man zeigt, eben da zu investieren. Und das bedeutet eben, in das Investieren bedeutet eben auch, den anderen als das wahrzunehmen, was er ist, eben ihn nicht kleiner zu machen, ihn nicht nach seinen Vorstellungen gestalten zu wollen, sondern die Bereitschaft zeigen, eben ihn immer wieder neu zu betrachten und auch anzuerkennen, dass Menschen sich verändern, dass man sich selber verändert und eben dieses Wagnis auch einzugehen mit dem ganzen Risiko, das es unter Umständen beinhaltet, eben dass jemand sich in eine Richtung entwickelt, die man nicht gut heißt. Aber natürlich hat der Alltag, eben, das sagt sich jetzt immer so schön, und der Alltag unter Druck und so hat natürlich den Effekt, wie man das ja im Film auch gesehen hat, dass man einander anschnauzt, dem anderen gar nicht zuhört, dass man einfach irgendwie sein Zeug lebt und so weiter. Das ist normal. Aber eben, es braucht dann einfach immer wieder die Inseln und das sich rückfragen, wo stehen wir eigentlich, und auch die Bereitschaft, eben das anzugehen und anzuschauen. Also ich denke, verkleinern würde ich jetzt auch nicht unterstützen. Ich würde jetzt sagen, einengen ein Stück weit. Oder? Und zwar im Sinne, dass ja jeder Mensch bringt bei einem anderen Menschen bestimmte Seiten zum Klingen. Und den Menschen, den man jetzt gewählt hat als Partner, der bringt bei einem selber gewisse Seiten zum Klingen, aber andere nicht. Und ein anderer Mensch könnte jetzt die anderen Seiten oder andere Seiten, oder mitunter ein überlappendes Moment auch von Seiten zum Klingen bringen. Und ich würde meinen, damit ist eine Einengung eigentlich in der Person und auch in der Entwicklung natürlich einhergehen mit Partnerschaften, weil man ja auch wechselseitig sich auch verstärkt in Bezug auf das, was einem anderen auch gefällt. Damit wird dieses Verhalten auch häufiger. Das ist ein ganz einfacher Mechanismus. Man wird vielleicht eben die philosophischen oder kulturellen Präferenzen des anderen auch ein Stück weit mit beeinflussen und vielleicht, dass jetzt der noch ganz andere Seiten hätte, die werden zum Teil dann nicht zum Klingen gebracht. Und dann würde ich sagen, findet eine Einengung statt im Sinne des Spektrums, der Auslebmöglichkeiten, aber nicht eine Verkleinerung. Eine Verkleinerung wäre bereits eigentlich ein pathologischer Prozess. Wenn wir es nötig haben, den anderen klein zu machen oder zu verkleinern, dann wäre das ein ungünstiger und eben auch letztendlich destruktiver Prozess. Also Sie müssen immer sehen, die gesamte Kugel, stellen Sie sich vor, einer wäre jetzt klein der beiden, das Ganze wäre asymmetrisch und würde nicht mehr als Kugel wahrgenommen. Das heißt, die Gestalt, die wir eigentlich als schön erleben, die lebt immer davon, dass beide gleichwertig sind. Und sobald jetzt einer da schrumpft in dieser Beziehung, der andere übermächtig wird, und wir sagen, diese Kugel ist asymmetrisch, die gefällt uns nicht. Und die Symmetrie, die letztendlich auch das Schöne ausmacht, die wird eben durch Verkleinerung hier beschädigt und gefährdet. Also wie man das natürlich interpretieren kann, das Zitat, wäre folgendermaßen: Wenn man sich kennenlernt oder wenn man sich verliebt, dann hat man ja immer die Idee, der andere ist gleich wie ich. Also wir treffen uns, wir verstehen uns super, der funktioniert, genau, der funktioniert ähnlich wie ich. Und je näher man sich kennenlernt, desto mehr sieht man auch die Differenzen. Eben plötzlich merkt man so, der ist ja ganz anders, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und je mehr man dann im Alltag unter Druck irgendwie funktionieren muss, sieht man plötzlich eben nur noch die Differenzen. Dann nervt man sich nur noch, dass der immer so sein Zahnbürsten liegen lässt und so weiter. Und das ist natürlich, da macht man sich dann schon klein, wenn man dann nur diesen Blick noch hat und eben die Möglichkeiten, wieder einen Schritt auseinanderzugehen und den anderen als das zu sehen, als dass man ihn kennengelernt hat, eben auch mit den Zeiten, eben, die er in einem anklingen lässt. Das wäre ja das Ziel. Und wenn man sich nur noch auf die Defizite und auf die Differenzen konzentriert, dann macht man natürlich aus dem anderen etwas ganz, ganz Kleines, was nicht die Grundlage war, warum man sich gefunden hat. Dieses Gespräch steht ja unter dem Titel Wagnis Paarbeziehung. Man sagt ja auch, wer nicht wagt, gewinnt nicht. Was gewinnt man denn, wenn man die Paarbeziehung wagt? Also ich glaube, man gewinnt schon eben im günstigsten Fall oder im günstigen Fall gewinnt man doch etwas ganz Wichtiges für das Leben, nämlich eine gewisse Stabilität, eine gewisse Verbindlichkeit auch, die einem auch Wurzeln eben in einer sehr bewegten Welt, auch in einer sehr schwierigen, anfordernden Welt eigentlich, die wir brauchen, diese Wurzeln. Und wir sehen eigentlich auch sehr schön, dass eigentlich die Ehestabilität, die kovariert auch sehr schön mit der Wirtschaftslage.
wenn es sehr hohe Arbeitslosigkeit gibt, wenn die Wirtschaftslage sehr schlecht ist, dann sehen wir, nimmt automatisch auch die Stabilität wieder zu. Das heißt, wir brauchen noch einen gewissen ruhenden Pol in einer sehr bewegten... Einfach kein Geld, um sich scheiden zu lassen. Gut, aber die Scheidung ist natürlich nicht mehr so teuer wie früher, weil ja die Kampfscheidung doch massiv rückläufig ist. Das heißt, ich würde sagen, es ist nicht nur ein Teil, sondern es ist auch eine mentale Frage. Also will man oder was sucht man? Und wir suchen natürlich in der Regel schon Geborgenheit, Vertrauen, Intimität. Und das ist etwas Unschätzbares, wenn wir auch die Gesundheitseffekte der Partnerschaft auch betrachten. Dann leben Menschen länger in Partnerschaft sind. Sie zeigen eine schnellere Wundheilung, wenn sie in einer glücklichen Partnerschaft sind. Das heißt, die Effekte der Partnerschaft, die sind immens. Und damit diese Suche nach einer Partnerschaft, würde ich nach wie vor sagen, ist ein durchaus erstrebenswertes Unterfangen. Aber wir müssen auch sehen, es ist wie eine Schifffahrt des Odysseus in einem sehr gefährlichen, brandenden, schwierigen Umfeld. Die See, die hat Tücken. Und da braucht es eben doch eine klare Idee, eben das Commitment, wo möchte man auch hin, aber auch die Kompetenzen der Steuerleute, das auch richtig dann das Boot dann in den Hafen zu führen. Wir sind fast am Schluss unseres Gesprächs angelangt und ich wollte noch zum letzten Alain Badiou ins Spiel bringen, ein französischer Philosoph, der das Buch geschrieben hat, Lob der Liebe. Und Alain Badiou sagt in diesem Buch, die größte Gefahr für die Paarbeziehung sei das Sicherheitsdenken. Zum Schluss an Sie beide, Sicherheitsdenken, ist das eine Gefahr für die Beziehung, Frau Binswanger? Ja, das müsste man jetzt klären, was mit Sicherheitsdenken in diesem Kontext gemeint ist. Ich denke, Sicherheitsdenken muss nicht unbedingt gefährdend sein für die Beziehung, aber eben, wenn man sich einrichtet in einer Bequemlichkeit und nicht mehr die Bereitschaft zeigt, sich auf neue Situationen einzulassen und anzuerkennen, eben, dass sich Dinge verändern und dass man sich immer wieder auch justieren muss und die Situation neu betrachten, auch darüber sprechen, auch sich preisgeben, auch von unangenehmen Sachen vielleicht. Das erfordert Mut und da ist auch immer ein Risiko dabei. Und wenn man das so versteht, dass eben Sicherheitsdenken bedeutet, zu erstarren, dann würde ich das unterschreiben. Das ist nicht gut. Also ich denke auch, diese Flexibilität, die braucht, die Sicherheit suchen wir ja, aber die Sicherheit darf nicht zur Rigidität führen, die dann am Schluss zur verkrusteten Konstellation disponieren. Das ist ja effektiv dann der ungünstigste Teil. Herr Bodenmann, Frau Binswanger, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja. Auf unserer Kulturplattform finden Sie zu diesem Themenfeld ein Interview mit Caroline Fuchs, der Sexkolumnistin beim Blick. Ein Interview über Liebe und Lust, Treue und Sehnsucht. Und wenn Sie das Radio heute noch einstellen, und zwar SRF 2 Kultur, dann geht's dort erst recht zur Sache, nämlich ans Thema Ehe. Zyniker sagen ja, die 3 Buchstaben EHE stehen für Errare Humanum Est, also Irren ist menschlich. Ehe, ein ganzer Tag dazu, heute im Höhepunkt auf Radio SRF 2 Kultur. Was hat Film mit Philosophie zu tun? Nächste Woche spricht mein Kollege Juri